Ich begrüße euch dann ganz herzlich auf einer Pressekonferenz zur Verfassungsreform. Eine Verfassungsreform und ein Verfassungsdebatte, zu der wir auch schon an der Vergangenheit mehr wie eine Stellung geholt haben, wo wir für ein anderthalb Jahr auch schon eine Pressekonferenz hatten mit einem Dossier, das noch annexiert ist, von Pisten, von Prioritäten, wo mehr Mengen, die am Fond müssten diskutiert gehen, respektiv das, wo wir am Moment oder zu dem Moment gemengt haben, was in dem aktuellen oder demos aktuellen Entwurf zu kritisieren ist. Zudem ist anderthalb Jahre vergangen. Wir hatten Neuwahlen für einem Jahr, Neuwahlen, die in anderem auch dadurch zustande gekommen sind, dass es ein ganz demokratisch Skandale an demokratisch Dysfunktionementer am Staat gesehen und dass eine neue Koalition, eine neue Regierung und Macht kommt, die auch schon an ihrem Koalitionsprogramm als erstes Kapitel den Renouveau Demokratique geschrieben wird. Und das ganz viel für ein Jahr von den Fenstern geschwärzt gehen, die müssten abgerappt gehen, für frische Wand an den CSV-Staat ranzulassen, und für den zu modernisieren auf eine demokratische Art und Weise. Wir haben sowohl an dem Wahlkampf wie auch an als nächste Stellungnahmen nur der Koalition immer im Klar gemacht, dass man alles, was gesellschaftspolitisch, fortschrittlich Initiativen von der dortigen Regierung sind, dass man die unterstützen und dass man aber am Gegenzug natürlich auf der schärfsten alle sozial- oder ökonomische Politiken bekämpfen und kritisieren werden, die Neoliberalpolitik weitertreiben, für die bislang für drun gemäht gehen ist. Und man noch gemerkt, dass ein ideales Chantier für am Anfang die fortschrittliche gesellschaftspolitische Modernisierung wie die Verfassungsdebatte, weil es innerhalb von der Verfassungsdebatte am Anfang die wesentlichen Prinzipien geht, nur denen ein Staat funktioniert. Die Verfassungsdebatte hat von 2009 und also vom Depot von dem aktuellen Projekt immer den Problem, dass sie einerseits auch wie klar gefordert ging als die Debatte, das heißt, dass es keine öffentliche Diskussion wirklich ging, dass auch der Willen zu der öffentlichen Diskussion nicht da war. Wir haben auch von 2009 gesagt, wie Hoffmanns Ende an der Chambre war, dass wir mit diskutieren, mit zu Reserve alle als Positionen holen, dass wir meinen, dass eine breit öffentliche Debatte müsste stattfinden. An den Jahren danach hat den am Anfang immer mehr eine Droitisierung von der CSV festgestellt ob zentrale Fragen. Den ursprünglichen schwedischen Modell, den ugedurcht war an der Verfassung, was Platz vom Grand Duc oder die Macht vom Staatschef angeht, als verworfen gehen ob Druck von ultrakonservativen Kräften hier im Land. Und wir gesehen, dass auch an den letzten Wochen am Main die Tendenz weitergeht, dass CSV an ihren Positionen zur Verfassungsdebatte sich weiter droitisiert. Das heißt, es gibt Beispiele, wie zum Beispiel, dass die rein symbolische Ordnung von den Kapiteln, dass sie nicht soll inversiert gehen, was die LSAP an die Grünen proposiert haben. Das heißt, der Grand Duc bleibt eine prädominant, allein an der symbolischen Hierarchie, eine prädominante Figur von der neuen Verfassung, wie es im Moment diskutiert wird, auch gar nicht zu schwätzen von den Positionen, die CSV am Moment das anzuholen zu den 4 Referendumsfragen. CSV geht sich immer mehr offen, antimodernistisch. Sie will probieren, über den Blockage-Möglichkeit, die sie hat, an der Chambre eine wirklich Verfassungsreform, wie sie am Anfang intendiert war, mehr oder minder zu verändern. Als Linker ziehen wir daraus 2 Konklusionen. Das erste, und das ist die vielleicht konkretsten oder das, was am nächsten aussteht, das als Haltung zu den 4 Referendumsfragen. Wie wir am Anfang angekündigt hatten, unterstützen wir all gesellschaftspolitische Ouverture, all per se, die am demokratischen Bereich hier im Land gemäht wird. Und dafür wird für uns der Mot d'ordre ganz klar sein bei diesem Referendumsfragen, das 4-mal Ja. Das ist ein klein demokratisch per se. Wir hätten uns auch andere Fragen nach gewünscht. Wir sind auch teilweise mit der Formulation
Funde frohen nicht ganz zufrieden. Man mengen aber, dass auch die doten Ouvertüre, die sich am Moment bietet, dass den ganz klar muss ja dazu sagen, ja soen zur Erweiterung und zum Ausbau vom Wahlrecht, vom Korps elektoral an den 2 Frauen, wo dem Ausländerwahlrecht geht, an dem Wahlrecht ab 16 Jahren. Man mengen noch, dass es ein kleiner Avancé ist, was die Trennung von Kirche und Staat angeht. Aber man mengen noch, dass es ein Moyen ist, wo ich muss ja soen, wenn es darum geht, persönlich Inkrustationen an den exekutiven Mandaten zu verhindern, an dem man die Mandatszeit auf 2 Jahre beschränkt. Auch auf 2 Mandatsperiode beschränkt. Auch wenn wir eigentlich mengen, dass das eine Frage ist, die nicht über die Verfassung soll geklärt gehen, mengen wir aber, wenn sie ein Referendum gestellt wird, dass den auch dazu klar soll, ja sein. Und der Zweite, was wir wollen machen, das aber auch die Möglichkeit, die so ein Forum wie ein Referendum bietet, für am Vorfeld die Verfassungsdebatte wirklich neu abzurollen, und probieren einen ganz großen Teil von der Gesellschaft daran anzubannen. Weil das ist schon erstaunlich, dass es zwar ein ganz rich Äußerungen von eminenten Juristen, von öffentlichen Personen gibt zu der Verfassungsdebatte. Das heißt, es gibt ein Besoin für zu debattieren, aber weder die Chamber noch die Regierung seit am Moment noch nicht einen Aussatz für, wie das passieren. Und wir mengen noch, dass die Debatte kann offensiv feiern, wenn wir die Überzeugung sind, dass Lützeburg eine wesentlich mehr open, eine wesentlich mehr entwickelte Gesellschaft ist, wie dort oder verschiedene Dealer davon uns wollen weismachen. Das heißt, man braucht noch keine Angst zu haben für der Debatte. Aber wir probieren sie mit zu initiieren, wir probieren ein bisschen noch Motor zu spielen, wie wir auch in der Vergangenheit mit unseren bescheidenen Moyen immer probiert haben, an die Initiativen zu ergreifen und auf die real Besoin zu antworten. Und das will man dummer da machen, dass man, und dazu wird Hoffmann Sender nach mehr angehen, dass man Propositionen machen von Texten, von der generellen Ausrichtung von der Verfassung. Das heißt, wir wollen eine neue Verfassung mit anderen Akzenten auch ugangs nächstes Jahr mit den Akteuren von der zivilen Gesellschaft und natürlich mit all den Leuten zusammen diskutieren und für drun natürlich auch einerseits proposieren. Bon, ich meine, Marc wird schon gesagt, dass für uns die Verfassungsfrohen ganz wichtig froh sind, dass das nicht einfach ein theoretischen Text, eine Verfassung, die über den anderen Gesetzestext steht, mit das am Fongehol einen grundsätzlichen Text, an dem sich auch soll herumspiegeln den aktuellen gesellschaftlichen Zustand an Perspektiven, die sich an Zukunft auch für eine Gesellschaft ergehen sollen, daran zum Vorschein kommen. Dafür ist das auch für uns so wichtig, dass man auch mit eigenen Textvorschlägen und so weiter operieren wollen an der Diskussion. Bon, die Kommission an sich, die Institutionskommission von der Chambre, gibt es ja schon lange. Wir waren dran 2009, hat angefangen mit Mender, Dono war ich dran. Und als Haltung an der Kommission war immer die, für zu so, wir wollen Diskussion nicht nur an der Kommission feiern, aber wir wollen sie mit allen Interessierten auch draußen feiern. Und wir haben immer betont, dass als Positionen, die wir hier vertreten an der Kommission, ein Vorbehalt zu gesehen sind von einer öffentlichen Debatte, die hier noch stattfindet, und dass wir immer bereit sind, auch bei Positionen aufgrund von der Debatte zurückzukommen, die wir an der Kommission vertreten. Da muss ich allerdings sagen, das Ziel von den bisherigen 2 Präsidenten von der Kommission, das war auf Paul-Henri Meyers und Alex Baudry oder Wahlen, am Anfang immer hintendiert hat, eine 2/3 Majorität, eine institutionelle Majorität zustande zu kriegen, die auch erfordert, dass für an der Chambre einen Text durchzukriegen. Die Haltung, die natürlich sich ausdrückt auf den Text von der Kommission, die natürlich auch durch die konservative Nachfluss für die Macht davon geschwert wird, Tendenz wird mehr verflacht zu gehen, mehr nicht weitgehend zu sein. Die Majorität, die da angestrebt wird, möchte natürlich, dass die Konstitution kein ganz weitgehend fortschrittliche Konstitution ist, wie sie eigentlich halt notwendig wäre.
Und das gilt auch nach Haut für all die Fragen, die nicht über Referendum sollen geklärt gehen. Dafür mengen auch nach das weiterhin eine generelle öffentliche Debatte notwendig als parallel zum Referendum. Und das soll ja auch parallel zum Referendum laufen, wie sie noch nicht. Den konservativen Abfluss an der Kommission weist sich zum Beispiel, was froh von den Institutionen angeht, was auch die Stellung von den Institutionen auch eng vis-à-vis von der Iraner angeht, weist sich auch ganz stark an der Formulierung von der Grundrechte, da das den Punkt, wo den Ende Hoffner nachfährt, darauf angehen. Man hat viel die Sache vom Grand Duc schon thematisiert, wie der wisst, nicht weil mehr prinzipiell gegen Personen Grand Duc schreckliche Animositäten hätte, aber weil man fanden, dass die Frau vom Grand Duc eigentlich ein zentral froh ist an der Verfassung, die auch noch weit über Troll eigentlich vom Grand Duc selber als Person oder rausgeht. Den Grand Duc dominiert weiterhin das Funktionament von den Institutionen. Das ist etwas, was ich unbedingt muss festhalten. Promulgiert Gesetze, treten, nennt, revokiert Ministern, Ausführungsbestimmungen von den Gesetzen, setzt Gesetze außer Kraft am Krisefall, wieso steht an der Verfassung bei der internationalen Krise. Geplant ist aber auch dann auszudehnen auf eine Nationalkrise, wo ich noch nicht weiß, wer das überhaupt wird heischen, und dann nennt doch die Richter. In Schweden ist der Grand Duc just nicht mehr Staatschef. Der König. Der König ist just nicht mehr Staatschef und greift nicht an die demokratischen Pouvoiren an. Am ersten Entwurf von der Regierung, oder respektiv nicht von der Regierung, sondern von der Kommission, dem muss der Präsident zum Paul-Henri Meyers, ist ein Versuch gemacht, sich dem schwedischen Modell weitgehend anzupassen. Dono sind da wir kommen von der Regierung, da wir vom Staatsrat, an dass ganz stark zurückgerudert gehen. Wenn ihn dabei nach weiß, dafür so nicht geht nicht um den Grand Duc nehmen als Person, dass in Wirklichkeit schon der Grand Duc nicht möchte ohne den Contre ministerial, wie das heißt ohne dass ein Minister seine Responsabilität überhält und der dann unterstützt, was der Grand Duc unterschreibt, da wir sehen, dass es nicht nehmen den Grand Duc geht mir auch die Regierung. Weil handelt dem Grand Duc als die Regierung. Und es geht am Anfang das monarchistische Prinzip am Verhältnis von der Regierung zur Chambre. Das wird ganz klar gesehen, wie die neue Code Deontologie von der Regierung sollte ausgeschafft geben, wo am Regierungsprogramm steht, es soll über ein Gesetz kommen, unser Reglement Grand Ducal gemäht. Und was hat der Staatsrat gesagt zu dem Reglement Grand Ducal? Er hat gesagt, dass, was der da regelt, das geht Chambre nicht tun. Das ist der Pouvoir diskretionär von der Regierung. Physische Code Deontologie zu gehen, und hat sogar refusiert, ein Avis zu machen. An dem er gesagt hat, das ist nicht ein normales Reglement Grand Ducal, das ist ein Arrêté Grand Ducal, das ist ein Akt diskretionär, das ist wie ein Gesetz, das erlängt Recht von der Regierung, so eine Disposition zu holen. Dafür wir eigentlich, den Macht wird schon nur gekennigt, die einzige Frage, die hat gestaltet beim Referendum, dass so ein Aspekt davon gestaltet, die von der Dauer von dem Ministermandat misst eigentlich sind Sie da d'accord mit dem dritten Prinzip oder sind Sie nicht der Meinung, dass mit diesem Gesetz das Funktionament von der Regierung geklärt gehen? Nicht nur die Mandatsdauer, aber auch zum Beispiel die Accessibilität zu den Informationen oder zum Beispiel Deontologie, um die jetzt schon geht. Ich meine noch, dass den Staatsrat selber ein Organ ist, was viel mit dem dote monarchistischen Funktionamensprinzip zu tun hat. Das ist ja aus dem Coup d'État entstanden vom demoligen König Grand Duc, meine ich, war Guillaume II. An Mist aus sich als ein Funktionament ganz tief reformiert gehen. Aber wir haben auch Vorschläge gemacht, ganz konkret Vorschläge. Die Regierung will ja den Staatsrat reformieren. Weil es schon eine Bestimmung an der Verfassung gibt, mir auch ein Gesetz, wo ganz schlimme Sachen dran sind, was die Funktionament geht. Ich verweise nur auf ein Pressedossier, weil du wirklich nicht Zeit hast, am Detail das zu exposieren. Also auch da haben wir konkret Vorstellungen, wie das Funktionament vom Staatsrat könnte reformieren. Wir hatten auch an der Kommission
formuliert als Referendumsfrohen, hätte man auch op Notwendigkeit hingewiesen, für dass die soziale Rechte müssten ernst da viel mit solid geklärt gehen an der Verfassung, mehr nicht immer die soziale Rechte, mehr auch Rechte auf Datenschutz an informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein Ausdruck, den viele Leute ein bisschen unbekannt wirken. Das ist aber ein Ausdruck, den an der internationalen Diskussion als Verfassungsprinzip ganz viel diskutiert wird, auch an der Bundesrepublik Deutschland anerkannt als ein Verfassungsprinzip. Da hätte man Formulierungen vorgeschlagen, für auch als Referendumsfrohen zu stellen. Sie sind also so weit entgegengekommen, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen noch weiterhin über die Fragen diskutieren, aber wir wollen vor allem auch darüber diskutieren, wie die Sozialrechte, wie Lützeburg als Sozialstaat nach an der Verfassung mehr eindeutig soll charakterisiert gehen, und auch die Frage vom informationellen Selbstbestimmungsrecht als weiterhin an der Diskussion. Aber wir werden noch darauf halten, dass die positiv geklärt wird. All die anderen Fragen geht in andere Bahn. Die dritte Frage, die wir gestaltet haben zum Stellenwert von der Monarchie an der Verfassung, wissen wir ja, dass die aufgelehnt ist. Ich will aber noch etwas Positives zum Schluss sagen. Das Recht vom Grand Duc, den los soll, dem neuesten Stand von den Diskussionen an der Kommission noch soll aufgeschärft gehen, da das Recht wird Chamber abzulesen. Aber wir fanden, das ein ganz wichtig Sache, weil man auch die Erfahrung gemacht hat, für ein engem Jahr, was geschieht ist, wo den Grand Duc am Fungehol forciert ging, die Chamber abzulesen und die Regierung am Mann zu lassen. Wir haben das immer anormal fand. Ich habe noch dem Grand Duc gesagt, wie ich an dem Kontext begegnet habe. Und es wäre mehr richtig gewesen, damals die Chamber wäre geblieben an die Regierung, die an der Krise ist. Anscheinend wird es schon damals geherrscht. Sie hat aber noch immer neue Gesetze deposiert. Die Regierung wäre abgelöst, also wäre just geschäftsführend am Mann geblieben. Aber das war mehr damals kritisiert und das soll noch kommen. Das ist das Prinzip geht also geändert. So wie wir es vorgeschlagen haben, in Zukunft soll die Chamber immer am Amt bleiben, bis eine neue Chamber da ist. Neuwahlen sollen kommen, entweder aufgrund von einem Misstrauensvotum von der Chamber vis-à-vis von der Regierung, respektiv von einem gescheiterten Vertrauensvotum, was die Regierung gefordert hat, bei der Chamber. Soweit schenken sich bis alle Parteien an der Kommission ein, sie sind da zu ändern. Und das gibt mir eine ganz positive Sache, die wir natürlich werden unterstützen, wenn das an der Verfassung geändert wird. Also das bedeutet von einer Verfassung, dass wir sowohl vom Macht wie vom Herrschen genügend Strache gehen. Vielleicht kann den auch so ausdrücken, eine Verfassung als eigentlich eine schwarze Société. Und da muss ja doch klar aus dem Text dafür gehen, was für eine schwarze Société das ist. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass die Société von der Schwarze hat angebunden wird, und zwar ganz Société. Das ist so, dass in der Vergangenheit Verfassungen oft ein Ausdruck von einem Bruch waren, von einem sozialen, politischen Bruch, von einer grundsätzlichen Erneuerung, oft sogar Resultat von einer Revolution. Sie hatten ganz oft auch antizipatorischen Charakter, das heißt Bestimmungen, Freiheiten, Rechte dran, die zumindest realisiert gehen. Das gilt auch übrigens für Eisverfassung, die man am Moment nach Hund, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Das war damals aber ein bescheidenen Umbruch am Zeichen vom damaligen Liberalismus, bürgerlichen Liberalismus, den ich gegen feudal-absolutistisch Strukturen gerichtet wird, an gegen die bürgerlichen Freiheiten sollten durchgesagt gehen. Rauskommen, das ist schon nur gedeiht gehen, und das wissen alle Gute nur ein kindlicher Kompromiss, den allerdings aber für die Zeit schon einen beachtlichen Fortschritt durchgestaltet wird, wohl verstanden, aber immer in eine Richtung von einer liberal-bürgerlichen Gesellschaft. 150 Jahre durch kann die Verfassung ja wohl den Herausforderungen von Haut nicht mehr gerecht gehen, trotz den mehr oder minder punktuellen Änderungen, die an der Zwischenzeit geschieht sind, vom Fungol eng sich Menge mehr grundsätzliche Charakter hat,
Das war die von der Abfeierung vom allgemeinen Wahlrecht nur im Ersten Weltkrieg an effektiv kein Jahr Orlo, wenn man das ausdehnen, ob nicht Lützburgische Bevölkerung eng wirklich grundsätzlich Erneuerung auch an der Dauer froh dabei. Wenn es zu Lützeburg ist, schreiben wir eine neue Verfassung, weil das ist ja die offizielle Terminologie, eine neue Verfassung, dann hätte sich ja können erwarten, dass wirklich eine seriöse Reflexion stattgefunden hat über die Herausforderungen, denen sich eine Verfassung haut, nicht stellen. An eine seriöse Reflexion war für eine konstitutionelle Erneuerung, dass wir da bräuchten, und dass die Reflexion sich dann noch an dem Text ausgedrückt hat. An die Erwartung erfüllt den Entwurf, so wie ihn bislang vielleicht offensichtlich nicht, außer denen, das für durch schon gesagt wird, als Erneuerungen, die können zustande kommen, wenn die Referenden positiv ausfallen. Ich will also nicht einfach auf die Position zurückkommen, die wir schon am Juni 2013 publiziert haben. Ich will aber auch noch einmal daran erinnern, dass ein komisches Missverhältnis besteht zwischen der Debatte, die an der Öffentlichkeit gefordert wird, von Organisationen, von Personen, von Juristen, von der Menschenrechtskommission, von der Salariatschamber, von der Zeitschrift Forum und so weiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie wenig das sich dann rumspiegelt an den Diskussionen von der Kommission, jedenfalls was die Majorität von der Chamberkommission betrifft. Mehr wollen also mit der Situation nicht zufrieden gehen, das wird also Vertreter an der Kommission auch deutlich zum Ausdruck bringen. Wir wollen noch nicht als zufrieden gehen mit Kritik. Wir wollen weisen, das wird der Marc schon gesagt, wie eine Verfassung könnte ausgesehen bis an Textformulierungen heran, die wirklich eine Erneuerung können durchstellen, an die den Herausforderungen von der Demokratie und der Menschenrechte von Haut, respektive von Moi, können gerecht gehen. Weil darum geht es ja. Kann ich ja kaum darum zweifeln, dass ein demokratisches System, wohlverstanden, wenn man heute zu Lützeburg an einer Krise sticht, und ich meine, kann ich noch nicht darum zweifeln, dass als Grundrechte menaciert sind. Das aber auch nicht mit den absolutistischen Kinnig, den als Freiheit verhindert, als Grundrechte, die nach vorgestellt, für allem von einem neuen ökonomischen Feudalismus, so wie wir es das nennen, an Allianz mit staatlichen oder supranationalen Bürokratien. Wir wollen das aber auch nicht begnügen mit einer defensiven Position, die Genre erhalten, was wir holen oder bleiben, was wir sind. Wir wollen wirklich weitergehen, das heißt also auch an einer neuen Verfassung antizipatorische Elemente dranbringen, das heißt Rechte, Freiheiten erschreiben, die erledigt müssen, realisiert gehen und nicht einfach eine Anpassung und die bestehende Situation, wie mal ein Vertreter von der RSAP, der denke, besucht, die wird das vertehen sich in einer neuen Verfassung vorstellen. Die Erneuerung, auch da das schon umgedeutet gehen, die mehr als 4 Stellen, die wie gesagt nicht aufhängen, mit einer anderen Reihenfolge von den Kapiteln, das hat zwar keine direkt juristische Bedeutung, hat aber einen höchst symbolischen Charakter, den am Fungol aber dann eine gewisse Hierarchie undeuten, also man kann das nicht sehen, dass Wopen auf Handel am Nationalhymn führende Grundrechte steht, weil so was dann dem Entwurf, den Lo vorlegt, man kann auch nicht sehen, auch da das schon gesagt gehen, dass der Grand Duc führender Chamber steht, die ja eigentlich den Ausdruck von der Volkssouveränität misst sind. Mehr Mengen aufhängen misst eine neue Verfassung mit einer substanzieller Definition vom Staat, die viel mehr weit geht, wie das, was der Law als Definition vom Staat da steht, was relativ vag Formulierungen sind. Das heißt also eine Definition mit grundlegenden Zielen von der staatlichen Organisation. Und da hat eine Proposition de Text an einem Dossier, die ich also nicht präferiert zu lesen, aber kann zusammenfassen, zu der Definition gehört Garantie von den Grundrechten, komme ich nachher dort zurück, dazu gehört die Aufsicherung an den Ausbau vom Sozialstaat, den endlich an Verfassung soll explizit angeschrieben gehen, mit Prinzipien an der Definition vom Staat, von der sozialen Gerechtigkeit, den Aufbau von sozialen Ungleichheiten, Prinzipien von der nachhaltigen Entwicklung, die auch noch immer am Entwurf nicht dran steht, Laizität, die noch nicht dran steht,
neue Formen von demokratischer Partizipation, die auch nicht stehen, ob man es als Ergänzung zur repräsentativer Demokratie, auch am Entwurf kein Wort über internationale Interventionen, weil eine Verfassung wird ja nicht nur mit Verbanden definiert, doch drauf vom Staat nur draußen, also auch dran schreiben, den Ansatz für zum Beispiel ein gerecht und friedlich Weltwelt. Vor von dem Auftreten von der Souveränität. Du steht am Entwurf E-Satz, ohne Wenn und Aber, mehr können als Souveränität aufgehen und supranationale Institutionen, angemeint, dass du natürlich Journalrichter stellt der Europäischen Union, die sind auch dummer d'accord, aber nicht so ohne Wenn und Aber. Wir nehmen dann von demokratischen Prozeduren und Grundrechten bei dem Auftreten von Solidarität, von Volkssouveränität, von den demokratischen Prozeduren und Grundrechten dann aber auch explizit aufgesichert sind. Und da sind wir also bei den Grundrechten, die Eisermeinung nur an der Reihenfolge direkt hinter der Definition vom Staat müsste stehen, am deutschen Grundgesetz wird unter dem Abschluss vom Nazi-Totalitarismus, also sogar das erste große Kapitel, auch ohne Untertitel 19 Grundrechte. Was lo am Entwurf zu den Grundrechten steht, als nicht befriedigend, das ist auch schon an der Debatte, die man ungedeiht und von anderen Leuten kritisiert gehen. Am Funkel bleiben wir an einer Konzeption für Grundrechte, die noch immer aus dem bürgerlich-liberalen 19. Jahrhundert stammt, das, was wir definieren als Grundrechte, also als Sorte für Grundrechte, bleibt 100 internationalen Aufkommens zurück, teilweise weit zurück, zum Beispiel 100 dem Pakt, internationale Pakt über politische Zivilrechte, 100 dem internationale Pakt über ökonomisch, sozial und kulturelle Rechte. Heinz, du kriegst mir da gesagt, ja, dann haben wir ja da aber international Aufkommens, da brauchen wir dazu nicht an Verfassung zu schreiben. Das Problem ist, dass die Pakten nicht dieselbe juristisch Verbindlichkeit tun, wie eine Verfassung sie hat. Es gibt zwar Prozeduren, mit gibt zum Beispiel keine wirklich Sanktionen, natürlich kann man sich nicht, ob die Pakten als Bürger berufen, für Rechte anzuklagen. Das kann ihn aber, wenn die Rechte an einer Verfassung dastehen. Wir rallieren noch aus der Überlegung heraus, aus der Proposition, die gemacht ist von der Madame Veronique Brück, von der Ligue de Droits de l'Homme, die proposiert, an Verfassung eine Klausel anzuschreiben pro homine. Pro homine, sie hat das formuliert in einem Artikel am Forum, heißt, dass ein Artikel dran steht, dass die internationalen Grundrechte an denen aufkommen sind, wie zum Beispiel die zwei Pakte, wenn sie mehr weit gehen an der Protektion wie als Konstitution, dass die dann ein suprakonstitutionell juristisch Valeur hätten. Das heißt, dann hat, ob man es von ihnen nicht dran schreibt, könnte ihn am Vogel auf den Artikel sich berufen, also ein Recht auf Vaterrömergeld, kommt man da zurück, könnte ich abklären bei einer Cour konstitutionell zum Beispiel. Cour konstitutionell übrigens, das als Erwägung am zweiten Idee, wenn wir einen globalen Text herstellen, wir hätten du gern auch etwas Besseres, wie das für den Moment funktioniert. Wir sind nicht d'accord, dass, wie das am Entwurf steht, ein Unterschied gemacht wird zwischen richtige Grundrechte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Handeln des Objectifs à valeur constitutionnelle. Ein Frage, bei dem Sitz steht ein Text. Nein, okay. Also das ist nicht publik, wir bedauern. Das ist leider nicht publik, das ist ja auch schon ein bisschen komisch. Sodass das, was wir noch so, dass dann, weil man kennen, ja gut, müsst ihr aber bekommen. Gut, also die Grundrechte sind abgeteilt an zwei große Sektionen, das sind dann Droits fondamentaux de Liberté, das ist da immer angedeelt, und da kann die Objektiv à valeur constitutionnelle, die aber eigentlich nicht den geringsten Objektiv à valeur constitutionnelle, also kein juristisch Verbindlichkeit tun. Das ist das typisch eigentlich für ganz Logik von dem Entwurf, dass zum Beispiel
Handels- und Industriefreiheit, Liberté du commerce et de l'industrie, steht unter den Grundrechten. Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung steht unter den Objektiv à valeur konstitutionell. Das heißt also eigentlich keine juristische Verbindlichkeit. Wir merken am Gegenteil, dass Grundrechte, welcher Art auch immer, klassisch liberale, soziale, wie auch immer, universal sind und undeelbar sind. Und die Meinung denen wir mit vielen Menschenrechtsspezialisten an die Auffassung von der Indivisibilität von der Rechte, die geht auch immer an der Sprache an den internationalen Pakten oder an den Kommentaren zu denen Pakten. Zum Beispiel wird dann auch explizit formuliert, weil wir auch mengen, dass Sozialrechte beispielsweise Stehbedingungen schaffen, für das dem überhaupt die klassisch liberal Rechte und Freiheiten kann an Ausspruch holen. Und dafür proposieren wir für dich, wie gesagt, dass der Sozialstaat explizit an der Verfassung angeschrieben wird. Und da proposieren wir einen ausführlichen, verbindlichen Katalog für soziale Rechte, mit dem von dem der einen Umfang an einem Dossier hat. Ein Beispiel. Am Artikel 137, ja. Am Artikel 37, also am Dossier steht es richtig. Von dem Entwurf, den Lo 4 steht zum Beispiel la sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Das heißt, je regrette nicht. Da das weder vom Inhalt hier noch von der juristischen Verbindlichkeit hier als das befriedigend. Wir proposieren zum Beispiel, da geht von dem Dossier 8 neue verbindliche Rechte am Platz, den du wagen an unverbindlichen Artikeln zur Bekämpfung von der Armut, zur Sécurité sociale, zu den Arbeitskonditionen, zu der Marktbestimmung am Betrieb, zu dem Aufbau von sozialen Ungleichheiten und so weiter. Und noch zum Recht auf Arbeit und zum Recht auf Wohnen proposieren wir mit klar verbindliche Formulierungen, die auch nur für dich jedenfalls an diesem Stand von der Diskussion auch an ihrem Dossier zu finden sind. Also, wie gesagt, wir wollen weisen, wie konkret eine andere Verfassung könnte ausgesehen und dafür, das wurde gemacht, meine ich auch schon gesagt, wollen wir anfangs nächstes Jahr einen ganzen Verfassungstext vorlegen, da schaffen wir also nach drin, wo auch die anderen Rechte, also auch die individuellen Rechte, außer die sozialen Rechte, wie klar, wie verbindlich formuliert, wie das bislang der Fall ist. Nach der Letztwort zur Prozedur. Das ist auch schon angedeutet, die Regierung hat schon im öffentlichen Debat angekündigt, warum Citoyen hat sie angekündigt. Da muss ich sagen, den öffentlichen Debat hat er wirklich nicht mehr einen Sinn, von mit Leute und Abfluss auf den Text können holen. Das zu befährden, dass das nicht geschieht, und nicht gewollt ist. Das zu befährden, dass wir dann los öffentliche Reunionen kriegen, wo Parteien, Majoritätsparteien dann leider erklären kommen, wer dann den neuen Text der Verfassung steht, dann hätten sie ein bisschen meckern oder frohen, und dann bildet sich Domata. Dazu gibt es auch Alternativen, wie in der kanadischen Mann. Ein Beispiel, wo ich sich daran inspirieren kann, dass der weiß, wie an Island nach ihrer Regierungskrise durch den Bankencrash, wie da eine neue Verfassung zustande kommt, dass so wirklich Leute konnten an Formulierung vom Text mit ergreifen, will noch Details angehen. Ein anderes Beispiel, wo ich sich inspirieren kann, das Prozedur von den Petitionen, natürlich, dass ich noch sehe, von einer Reihe von Unterschriften, was dann auch eine Komposition, eine Reihe von eine bestimmte Zahl von Unterschriften wird, da muss diskutiert gehen und so weiter, da kann also derweise den Text geändert gehen. Es ist jedenfalls garantiert gehen, dass Suggestionen und Propositionen von der Population ihren Effekt am Text können tun. So ist also nur eine Verfassung viertfollig, aber auch nicht vollig. Und das ist nicht kompatibel mit unserem Verständnis von Demokratie.